Jetzt schauen wir mal, dass wir vielleicht telefonieren können. Wie kann ich helfen? Ich brauche nicht. Okay. Vielleicht so? Reicht das für ein Telefonat? Klar. Das reicht sogar für mehrere. Die Rechnung zahlt ohnehin Emilio Indes. Wofür war dann das Geld? Bearbeitungsgebühr. Okay, benutzen. Ich hasse Hotlines. Aber was soll's. Transport Boats and Manufacturing Inc. Ich brauche dringend ein Boot. Nur ein Boot? Normalerweise nehmen wir nur Großaufträge entgegen. Wohin bräuchten Sie es denn? In den brasilianischen Dschungel. In die Nähe des Indes-Kraftwerks. In den brasilianischen Dschungel. Ja. Können Sie sofort liefern? Aufgelegt. Hätte ich auch gemacht. War anscheinend nix. Nochmal. Transport Boats and Manufacturing. Sind Ihre Boote umweltschonend? Das hängt davon ab. Legen Sie wenig Wert auf Komfort, Sicherheit und viel Stauraum? Das war eine generelle Frage. Sind Ihre Boote umweltfreundlich? Wenn Sie so fragen, ja. Wir haben auch solche Boote. Sie sind allerdings nicht billig. Ich verstehe schon. Vielen Dank auch. Gern geschehen. Ja, da können wir anscheinend nicht unbedingt weiter. Transport Boats and... Ich muss mich verwählt haben. Kein Problem. Wiederhören. Ja, bis später. So, schauen wir mal zur Faye, was die so treibt. Faye? Wie geht es deinem Husten? Besser. Es kommt auch kein Blut mehr. Wenn wir die Alge gerettet haben, musst du unbedingt ins Krankenhaus. Ja, ja. Was soll ich nochmal machen? Finde einen Weg zum Kraftwerk. Mit dem Jeep kommen wir nicht weiter. Gut. Ich hol dich dann, wenn alles bereit ist. Okay. Bis später. Gut. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir irgendwie zum Boot kommen. Allerdings steht der Wachmann vor der... Nein, davor. danke. Ich habe schon mehr als genug Flaschen mitgenommen. Da haben wir, glaube ich, jetzt nichts mehr, oder? Benzinschlauch. Weg von dem Kutter! Sie haben da nichts verloren! Können wir denn nicht irgendwie umhauen mit der Antenne? Tinnef. Lieber nicht. Unsinn. Ich würde mir das Boot gerne näher ansehen. Nur Fachpersonal darf auf das Boot. Also, machen Sie sich vom Acker. Ich würde mir das Boot... Also, Der Anblick gefällt mir nicht. So ein Blech. Fuppes. Blanker Unfug. Ja, mit dem Tacker auch nicht, mit der Plane. So ein Blech. Fuppes. Sehen Sie hier. Werkzeug. und Ich bin Mechaniker. Spezialist für Airboote. Darf ich mir Ihres ansehen? eine Bibel macht noch keinen Papst. Sagen Sie mir erst, welchen Motor wir benutzen. Ein Dunham ZX7. Netter Versuch. Aber der Dunham ist ein Fogger-Motor. Woher wollen Sie das wissen?
Ich habe früher auf einer Plantage Insekten vernichtet. Und jetzt sind Sie in der Privatmiliz von Emilio Indes. Schöner Karrieresprung. Nein. Ich mache immer noch das Gleiche. Nur das Ungeziefer ist größer geworden. Ich, verstehe. Gut. Gut, hat nichts so gekaut. Wenn Sie Mechaniker sind, dann wissen... Woher soll ich das wissen, wenn Sie mich nicht aufs Boot lassen? Alle unsere Boote wurden mit dem gleichen Motor geliefert. Kennen Sie einen, kennen Sie alle. Sie dagegen kennen ganz offensichtlich keinen. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich sagte weg da! Jetzt kann man vielleicht noch mit telefonieren. Vielleicht können die uns Auskunft geben über den Motor. Eventuell. Transport Boats and Manufacturing Inc. So, ich habe eine Frage zu einem Ihren Motoren. Ich habe eine Frage zu einem Ihrer Motoren. Um welchen Bootstyp handelt es sich? Um Amazon Buggy C600. Es handelt sich um ein Amazon Buggy C600. Um was für ein Motor geht es? Es geht um den serienmäßig eingebauten Motor. Kleinen Moment. Sie meinen den Drifter TTX? Ja, genau den. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Gut, der Drifter TTX. Jetzt wissen wir das. Und jetzt werden wir mal das dem Wachmann erzählen. Vielleicht lust er uns dann endlich auf das Boot. Wenn Sie Mechaniker sind. Sie benutzen einen Drifter TTX. Richtig. Damit ist es bewiesen. Ich bin Mechaniker. Wo drückt denn jetzt der Schuh? Der Auspuff ist verstopft, das Windruder gerissen und das Benzinkabel leckt. Der Auspuff ist kaputt, das Windruder und der Benzinschlauch. Der Benzinschlauch liegt auf dem Boden. Solange ich den Schlauch nicht irgendwie festklemmen kann, wird er immer wieder abgehen. Festklemmen. Wir haben doch eine Schraubzwinge. Ich hoffe, das funktioniert. Ha! Die Zwinge hält den Schlauchkopf am Tank. Keine dauerhafte Lösung, aber ausreichend. Ausreichend, damit wir zum Kraftwerk kommen. So, dann schauen wir mal. Der Auspuff. Da drin scheint sich etwas verhakt zu haben. Können wir da vielleicht eine, Dafür ist mein Arm viel zu dick. aber nicht die Antenne. Mit der Antenne kann ich zwar im Dreck herumstochern, ihn aber nicht herausziehen. Ach so. Das ist doch Blödsinn. Blödsinn. Eine weiße Flagge wird den Klima... Pah, Tinnef. Das Windruder ist völlig zerfleddert. Das Windruder. Die Plane sitzt wie angegossen. Jetzt muss ich sie nur noch befestigen. Ach so, das Windruder ist jetzt durch die Plane ersetzt worden. Vielleicht noch festhackern. Ha! Endlich mal kein um die Ecke denken und wirres improvisieren. Einfach nur Tacker mit Plane benutzen und... Die Sache ist gegessen. So muss es sein. So muss es sein. Und jetzt haben wir noch den Auspuff. Und dafür brauchen wir noch anscheinend irgendwas. Das führt doch zu nichts. Unsinn. So, haben wir denn irgendwas vergessen? Was wir benutzen können für die Antenne.
Ja, ich seh nix. Da haben wir nix. Oder warte mal, die kann man doch Vielleicht ist sie so mal für etwas gut. verbogene Antenne. Jetzt haut sie. Endlich mal ein Angelhaken, der was nützt. Ah ja, da haben wir das Problem. Eine Schlange hat sich in dem Auspuff verfangen. Ah, ist sie tot? Das hat sie garantiert nicht überlebt. Wieso? Haben Sie Angst vor Schlangen? Nehmen Sie das Mistvieh und schmeißen Sie es ganz weit weg. Mehr müssen Sie nicht wissen. Ach, der Typ hat Angst vor Schlangen. Jetzt werden wir ihm die vielleicht werfen. Wenn Sie mit dem Vieh noch einen Schritt näher kommen, dann knall ich Sie ab. Ich wollte sie Ihnen doch nur zeigen. Kein Grund, gleich jemanden zu verletzen. Doch. Ein Grund von vielen. Ach so, okay. Quark. Humbug. Ich sollte bei der Reparatur gezielter vorgehen. Ein Sumpfboot, das könnte unser Tipp. Was ist? Der Auspuff ist repariert. Ich weiß. Ich habe es gesehen. Halten Sie das Ding bloß weg von mir. Ach, ich kann Schlangen nicht ausstehen. Verzeihung. Gut, das Windruder ist auch fertig. Ich habe das Windruder ausgetauscht und befestigt. Das brauchen Sie mir nicht zu erzählen. Ich bin nicht blind. Ist es nicht langweilig, den ganzen Tag herumzustehen und den Profis bei der Arbeit zuzusehen? Das ist meine Arbeit. Wirklich interessant wird es, wenn die Profis etwas machen, was mir nicht gefällt. Da bin ich ja froh, dass unsere Zusammenarbeit klappt. Klar. Klar. So, das Benzinkabel ist repariert. Ich habe aus einer Schraube und einem Blechschild eine Schraubzwinge gebastelt und damit den Aufsatz festgeklemmt. Das Kabel sollte vorerst halten. Mir ist egal, wie Sie es gemacht haben. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Das tut es. Gut. So, und jetzt müssen wir vielleicht mal fragen, ob wir vielleicht als Passagiere mitfahren können. Nehmen Sie auch Passagiere mit zum Kraftwerk? Nein. Und wie komme ich dann dorthin? Jeder muss sehen, wie er allein zurechtkommt. Lassen Sie sich was einfallen. Das werde ich. Auf jeden Fall. Das Boot ist vollständig repariert. Dann werden Sie hier auch nicht mehr gebraucht. Gern geschehen. Ich helfe gern. Wenn Sie mit dem Vieh noch ein... Ich wollte sie Ihnen doch nur... Doch. Gut, mit der Schlange haut es nicht hin. Sonst knallt er uns doch noch ab. Tja, jetzt schauen wir mal. Was sagt der? Jetzt lass doch den armen Mann mal in Ruhe. Der macht gerade eine schwere Phase durch. Hat Fortuna Sie verlassen? Nein, sie... Kein Grund gleich Ach ja? Vater, misch dich nicht in unser Spiel. wenn du das sagst. Okay, da geht's nicht weiter. Ben Svensson ist nicht tot. Er ist hier bei mir. Ich wiederhole nur, was die Wachen sich erzählen. Ben Svensson ist tot und die Alge ist Geschichte. Das stimmt alles nicht. Indis hat noch ein Exemplar. Wir sind hier, um es zu retten. Ach, Faye, du und dein Plan. Warum glaubst du immer noch, dass dieser Svensson auch nur irgendwas bewirken kann? Weil ich daran glauben will. Du wirst ewig die kleine Träumerin bleiben. Ich dagegen bleibe der Realist. Irgendwann wirst du dich in heißen Dampf auflösen. Und niemand wird mehr wissen, wer du warst, woher du kamst und was du hier wolltest. An mich wird sich morgen auch niemand mehr erinnern. Aber ich habe der Welt wenigstens eine Zukunft geschenkt. Bleib ja weg vom Kraftwerk. Warte auf uns. Zu spät. Ich habe gerade den Hintereingang entdeckt. Leb wohl, Faye. Over and out. Salvador! Salvador, geh ran! Wir haben ein Boot. Oh, Bent, gut. Wir müssen sofort los. Salvador versucht einen Alleingang. Ist das schlimm? Du kennst ihn nicht. Er wird sie alle umbringen. Alle, die ihm im Weg stehen. Oh mein Gott, die Alge. Wo ist das Boot? Komm.
Entschuldigen Sie, Herr, Ja? wir bräuchten jetzt doch das Boot. Dann holen Sie es sich doch. Benny, wo steckst du? Wir haben hier einen Vorfall. Das war dein Plan? Das war erst der Anfang. Sieh einfach zu. So, jetzt wird's dramatisch. Jetzt werfen wir ihm einfach mal die Schlange auf. Und Head. Los, Ben, ins Boot. Keine Angst, wir schaffen das schon. Was? Ich sagte, mach dir keine Sorgen. Heute wird die Welt schon nicht untergehen. So, Kapitel 8, der Phönixplan. Hier irgendwo muss es sein. Ich kann Salvadors Funkgerät auf der anderen Seite des Flusses orten. Wann sagtest du, kam es zu dem Reaktorunfall? Heute Nachmittag. Also los. So, jetzt haben wir wieder die Faye. Und bevor es da weitergeht, werden wir mal speichern. Und eine kleine Pause einlegen.